Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die da vor mir steht, mit ihren langen, gewellten, blonden Haaren und der ich sagen möchte, schönes Haar ist dir gegeben, lass es leben mit Grow. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast dich eher in eine Susanne von vor 20 Jahren projizierst du immer so auf mich, weil da hatte ich lange Haare und da waren sie auch blond. Jetzt sind sie ja eher so mittellang. Im Alter werden sie immer kürzer. Bitte warne mich, wenn ich hier irgendwann mit so einem Bubikopf vor dir stehe und dazu aber so schwere, hölzerne, bedeutungsschwangere Ohrringe, weil das ist meine Horrorvision von mir selber. Ich glaube, du würdest gut aussehen damit. Ich Das würde dir stehen. auch. Das würde dir stehen. Das ist da gar kein Horror. Ist das Thema bei dir lange, kurze Haare? Bei mir nicht so, aber bei meinen Kindern tatsächlich, die offensichtlich mich auch sehr über meine Haare definieren. Denn als ich letztens vom Friseur kam, hat meine Jüngste, war totunglücklich, weil sie zu kurz wären. Ich musste beweisen, dass ich noch einen Zopf machen kann, also eine Mutterfrisur, die offensichtlich Geborgenheit ausstrahlt und bekannt ist. Weil wenn ich die Haare offen hätte, meinte sie, Mama, du siehst aus wie... Und dann suchte es in ihrem Kinderkopf, wie Goethe, kam dann voller Abscheu raus. Ich habe mich nur gefreut, dass sie weiß, wie Goethe aussah. Aber ich fand, sie hatte recht. Das Bild von so einer gelockten Perücke, Männerperücke, ja. Das hat keinen Zopf gemacht. Ist Haare für dich ein Thema? Deine Haare für dich ein Thema? Normal, ja. Ich gehe ganz gern zum Coiffeur. Ja, Sonst magst mache du ich gern, ja, doch. Dann wirst du ja den Coiffeur im heutigen Hörspiel lieben. Das ist so, genau. Stichwort Grow habe ich vorher schon gebracht. Habe ich gedacht, vielleicht schon gegoogelt, wie kann ich den Look von Susanne auch bekommen? Wo bekomme ich die Produkte von Grow? Die Antwort ist nur bei uns im Hörspiel und zwar in der nahen Zukunft. ARD Radio Tatort, der 5. von uns aus der Feder von Dominik Bernett und der hat da so eine Gesellschaft entworfen, die nicht nur vom Klimawandel betroffen ist und von KI und von medizinischer Kontrolle, sondern der auch Haarwuchs ganz wichtig ist, oder? Ja, und vor allen Dingen der Schweiz ganz wichtig ist, weil da das weltweit größte, erfolgreichste Haarwuchsmittelunternehmen nämlich seinen Sitz hat. Dumm nur, wenn der CEO, der sehr eng mit seinem Produkt verwoben ist. Ich fange auch schon an, Karlauer über Haare zu machen. Ja gut, es geht. Der ist noch ein bisschen weiter weg. Aber wenn diesem CEO etwas, so viel sei gespoilert, passiert. Genau, wir steigen gerade ein mit einem Drohnenflug in die Alpen zu einem Gletscher, wo dieses Unternehmen seinen Sitz hat. Wir haben unser Ermittlerduo, bestehend aus der ehemaligen Kommissarin Laura und Luzi, dem Chef des Swiss Health Instituts von SHI, der dafür zuständig ist, die Todesfälle, Morde möchten wir sagen, die es eigentlich in der Schweiz der Zukunft nicht mehr gibt, aufzuklären, um sicherzustellen, dass es wirklich keine Morde waren, auch keine schlechte Publicity gibt. Mit denen fliegen wir dorthin, kommt mit in eine Welt aus lauter Haaren. Viel Vergnügen. Viel Spaß. You ask me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night, hair that's a fright. I'm hairy high and low, don't ask me why, don't know. But what I do know, it's grow! Hello, growers worldwide. Welcome to the Grow Show. I'm Tony, your personal Grow Coach. Grow, nun auch als Ayurveda Gewürztee, Huchu Latte oder Gute. Let your hair down and come grow with us. Grow von Dominik Bernett. Hallo, ich bin Laura, SHI Care Team. Herzliches Beileid. Wir begleiten und unterstützen Sie bei der Bewältigung Ihres Verlusts. Haben Sie den Haarwuchsmittelmilliardär umgelegt? Laura, bitte. Wir wollten doch zusammenarbeiten. Tun wir doch. Nein. Du hast den Ernst der Lage nicht im Ansatz erkannt. Aber sicher. Toni Rosa, der reichste und berühmteste Mann der Schweiz, wurde umgelegt. Und du möchtest wissen, wer es war. Es gibt keine Morde mehr in der Schweiz seit 2049
Und das bleibt auch so. Wie konnte ich das vergessen? Und die Gerüchte, er sei vergiftet worden? Es war ein Unfall. Er ist auf dem Eis ausgerutscht, in eine Gletscherspalte geplumpst und hat sich das Genick gebrochen. Dann würde ich jetzt nicht neben dem Chef des Swiss Health Institute in einer Drohne sitzen und mit 300 km/h Richtung Rhone-Gletscher fegen. Eine kleine Ungereimtheit gibt es. Der Tote hatte eine makrozytäre Anämie. Seine roten Blutkörperchen waren zu groß. Er hatte also einen Infarkt. Aber das hätten seine Engelsensoren doch merken müssen und Alarm schlagen. Wozu lasst ihr euch dieses Zeug sonst implantieren? Seine Sensoren haben natürlich sofort reagiert, aber das ist alles innerhalb sehr kurzer Zeit passiert. Da kam jeder Notruf zu spät. Sowas wie eine Blutkrankheit im Zeitraffer? Klingt irgendwie schon nach Vergiftung. Versehentlich natürlich. Laura, die Lage ist ernst. Wir müssen diese Mordgerüchte stoppen. Das ist ein nationaler Notstand. Nein, ein internationaler. Wegen einem toten Haarwuchsmittelmilliardär? Die ganze Welt nimmt Grow. Die wohlhabende Welt. Grow ist die wertvollste Firma der Schweiz. Ein internationales Schwergewicht. Schau dir die europäischen Börsen an. Lassen Sie etwa Haare? Es ist zwecklos. Ich bring dich zurück nach Freinau. Jetzt sei nicht so empfindlich. Ich hab schon verstanden. Da hat wer euren Mähnen-Messias vergiftet und jetzt schieben die Jünger Panik. Huch, hat Tonys Tod was mit seinem tollen Haarwuchsmittel zu tun? Ist meine Hochsteckfrisur in Gefahr? Mein Low-Bun bedroht? Mein Dutt bald fut? Oder bin ich am Ende schon tot? Keine Sorge, Luzi. Wir klären das. Aber bitte mit dem nötigen Ernst. Bundesrätin Pfürzi persönlich hat mich beauftragt, die Situation diskret zu klären und zu beruhigen. Pfürzi hat doch bloß Angst um ihre Dauerwelle. Die nimmt eindeutig zu viel von diesem Grow-Zeug, als hätte sie eine Perücke auf. Laura. Hab schon begriffen. Das ist voll die Undercover-Mission hier. Begreifst du jetzt auch, weshalb ich so empfindlich bin? Oh, schau da unten, der Gletscher. Da ist ja tatsächlich noch was übrig. Und das daneben sind das Zelte? Hightech-Jurten. Der Hauptsitz von Grow. Hightech-Jurten. Wie originell. Morgen. Willkommen in Gletsch. Ich bin Severin Rosa, der Nachfolger meines Bruders Toni. Du bist der Chef des Ski? Luzi Kalberer. Das hier ist Laura vom Ski-Care-Team. Hallo, mein Beileid. Danke. Auch Bundesrätin Pfürzi übermittelt ihr tiefes Beileid. Wir möchten Ihnen... Severin. Oder Sevi, wie du lieber möchtest. Wir möchten dir, Severin, euch in dieser schwierigen Zeit unterstützend zur Seite stehen. Das ist ein Missverständnis. Toni ist ausgerutscht in der Eisgrotte, seinem Lieblingsort. Ein schneller, ein schöner Tod, sozusagen. Die öffentliche Aufregung ist komplett fehlgeleitet. Da sind wir ganz deiner Meinung. Hast du eine Ahnung, wie diese Gerüchte entstanden sind? Vermutlich ein weiteres Missverständnis, weil wir hier oben nicht trauern. Sondern? Ja, wir leben den Grow-Gedanken. Wer wächst, vergeht. Wer vergeht, lässt wachsen. Go with the flow, grow with the flow. Wie Toni immer so schön gesagt hat, alles fließt. Ah ja. Und wie nehmt ihr Abschied? Kommt, ich zeig's euch. Ihr empfangt ja kaum Besucher. Hat das mit Sicherheit zu tun? Ja, vor Missverständnis. Wir arbeiten hier nicht nur. Wir sind nicht einfach eine Belegschaft. Wir sind eine Gemeinschaft. Dann sind momentan keine Externe hier? Nein. Das ist der einzige private Gletscher der Welt. Kann man Gletscher besitzen? Der Kanton war klamm und wir helfen gerne. Es wurde natürlich darüber abgestimmt und
Es gibt hier strengste Umweltvorschriften, die wir selbstverständlich genauestens einhalten. Wir lieben unseren Gletscher. Toteisblock. Ja, das ist Vreni, unsere Leiterin Extraktion und Logistik. Sie sieht alles sehr sachlich. Wissenschaftlerin halt. Für mich lebt unser Gletscher in und durch Grow. Er fließt mit Grow in die Menschen und wächst mit ihnen täglich und millionenfach weiter. In Form von Haaren, meinst du? Ja, genau. Kommt Grow tatsächlich aus dem Gletscher? In gewissem Sinne, der Gletscher birgt das Geheimnis von Grow. Das bestgehütete Firmengeheimnis der Welt. Ah, genau. Toni hat den Grundstoff im Permafrost unter dem Gletscher gefunden. Nur gibt es dort jetzt keinen Permafrost mehr. Deshalb bauen wir in den Felshängen weiter oben ab. Ja, ausschließlich von Hand. Der Einsatz von Maschinen ist verboten. Mal abgesehen von der gigantischen Beschneiungsanlage hier. Ohne die wäre wohl nicht mal mehr Toteis übrig. Alles absolut ökologisch. Wir fangen das Schmelzwasser im Gletschersee da unten auf und pumpen es für die Beschneiungsanlage nach oben. Den Strom dazu generieren wir mit Sonne, Wind, Wasserkraft und Geothermie. Der perfekte Kreislauf. Wozu braucht ihr den Gletscher, wenn ihr im Felsen oben abbaut? Tonis sentimentales Hobby. Sein persönlicher Mythos. Hare Krishna. Bitte? Hare mit Doppel-A. Hare Krishna. Toni hatte viel Sinn für Humor und Tradition. Die Eisgrotte unter dem Gletscher ist ja die Geburtsstätte von Grow. Die Eisgrotte, in der er gestorben ist. Ja, genau. Sieht aus wie ein Jurtendorf im zentralasiatischen Hochgebirge. Ja, Toni hat mal am Wandschjach-Gletscher im Pamirgebirge geforscht. Er hat Jurten geliebt. Auch wenn diese Deluxe-Hybride nichts mehr damit zu tun haben. Toni war Glaziologe? Ja, so ist er auf den Grundstoff von Grow gestoßen. Ah, das ist unser kleines Eishockey-Stadium. Da läuft gerade die Grow-interne Meisterschaft. Kommt einem wirklich nicht so vor, als wäre hier eben jemand gestorben. Wie gesagt, go with the flow, grow with the flow. Die Glaskuppel da drüben. Was ist das? Du kennst das berühmte Grow-Studio nicht? Dort finden die Grow-Shows statt. Die kennst du aber. Na, wer kennt die nicht? Das sind schließlich live übertragene World-Events. Toni war wohl der einzige CEO, der auch noch Entertainer war. Und seine eigenen Commercials gesungen hat. Noch lieber wäre Toni ein Paul McCartney gewesen. Hat nicht ganz gereicht. Weshalb ist das Studio durchsichtig, wenn alles übertragen wird? Für uns hier oben, so können wir Toni live huldigen. Wenn es nicht gerade regnet oder schneit, ist das ein nettes, kleines Open Air hier. Dann ist der Betonbau da drüben wohl die Grow-Oper. Ja, das ist der Hochsicherheitsbereich. Dort bereiten wir die Rohstoffe auf für die Endverarbeitung im Tal. Hochsicherheit? Und wo bleibt da der Flow? Geheimnisse sind da, um geschützt zu werden. Das Zeug ist tatsächlich nur in eurem Permafrost drin? Wir haben es noch an keinem anderen Ort gefunden. Und die Konkurrenz müsste ja auch erst wissen, wonach sie suchen muss. Sowas wie seltene Erden, nur noch seltener. Und geheimer. Da gibt es doch bestimmt viele Neider, auch unzimperliche. Es geht ja um sehr viel Geld. Da wäre ein Gewaltverbrechen nicht ganz abwegig, zum Beispiel gegen den Chef. So entstehen Gerüchte. Es gab schon den einen oder anderen Spionageversuch, aber unsere abgelegene Lage im sichersten Land der Welt bietet einige Vorteile bei der Überwachung. Und ihr seid alles Logger, nehme ich an. Da können sich Mitarbeitende auch nicht einfach so aus dem Staub machen. Wieso sollten sie? Sie arbeiten in einer der erfolgreichsten Firmen der Welt, die zudem ihren Rohstoff noch selbst kontrolliert. Und wie gesagt, wir kümmern uns gut um unsere Leute. Überzeugt euch selbst.
Das ist unsere Gemeinschaftsjurte. Im Zentrum die Grow Bar mit der Grow Lounge, dem Nabel unserer Gemeinschaft. Was darf sein, Laura? Wasser, danke. Kannst du gleich selbst nehmen, bei der Säule dort. Luzi, Kaffee? Wow. Die ganze Produktepalette. Die roten Kapseln sehe ich zum ersten Mal. Grow Presso Turbo. Der ist auch noch nicht auf dem Markt. Das sind übrigens alles Prototypen. Bedien dich einfach. Gibt's hier drin ausschließlich Friseurstühle? Friseur-Barhocker, Friseursessel, Friseursofas, Friseur-Chaiselongs und die vermutlich höchste Friseur- und Frisurendichte der Welt. Eine tolle sagt mehr als tolle Worte. Manche von uns lassen sich 3-mal täglich frisieren. Gibt es etwas Entspannenderes? Wie schmeckt der Turbo, Luzi? So um die 350 PS rum. Der schmeckt nicht nur so. Und wann arbeitet ihr? Manche arbeiten, während sie frisiert werden. Zum Beispiel Carla dort drüben. Sie ist unsere Entwicklungschefin. Carla, das sind Laura und Luzi vom Ski. Ski? Ich hab gedacht, ihr seid alles bloß Maschinen. Euch gibt's ja wirklich in Fleisch und Blut. Ich mag deine Frisur. Konsequent. Die kahle Carla. Da staunt ihr was? Die Erfinderin von Grow trägt Glatze. Von Kopf bis Fuß. War nicht Tony der Erfinder von Grow? Nein. Toni war der Entdecker. Ich bin die Erfinderin. Er hat den Grundstoff gefunden. Ich habe was draus gemacht. Toni war wie Kolumbus, der unterwegs nach Indien zufällig über Amerika stolpert. Dann bist du eine Art Thomas Edison, der im von Toni entdeckten Amerika die Glühbirne erfindet. Ja, die Glühbirne. So kahl wie meine und ein leuchtendes Beispiel. Was hast du gegen Haare, wenn ich fragen darf? Das ist ja wie der Schokolatier, der keine Schokolade mag. Schockierend, was? Unsere Carla liebt Karlauer. Karlauer mit H, hoffe ich doch. Mit Haar, wie Haare. Eine Frau mit Verstand. Liegst du auch so gerne auf der Karlauer wie ich? Klar, ich bin doch die Karlaura. Hare Krishna! Im Ernst, wisst ihr, was ich gegen Haare hab? Den Friseur! Nieder mit der Aristokratie! Im Ernst, an einem Tag wie heute hätte ich schon gerne Haare. Dann könnte ich mir nämlich eine Trauerwelle machen lassen. Jetzt aber mal wirklich im Ernst. Ich mag's einfach nicht, wenn mir etwas über den Kopf wächst. Komm, Laura. Du brauchst etwas frische Luft. Laura, alles okay? Es schneit. Lustiges Völkchen hier oben. Kein Wunder schießen die Gerüchte ins Kraut. Oh, dieser Turbo fällt echt ein. Sei froh, dass du Wasser getrunken hast. Weihnachten im September. Jingle Bells, Jingle Bells. Laura? Der Weihnachtsmann. Der nimmt bestimmt auch Grow. Alles klar bei euch? Irgendwie anders. Laura, bist du Abstinenzlerin? Ich? Ich saufe wie eine Kuh. Eine Grow-Abstinenzlerin, meine ich. Grow? Pfui. Meine Haarwürzelchen können das ganz allein. Und wenn sie es mal nicht mehr können, können sie mich mal. Okay. Der erste Kontakt mit Grow ist immer etwas heftig. So etwas wie ein Initiationsritus. Und dann erwischst du auch noch einen Prototyp. Bei euch
Hat's auch im Wasser, Grow? Damit wollen wir nächstes Jahr auf den Markt, ja. Was ist das? Kommt aus der Eisgrotte. Ich schau mal nach. Vreni? Was hat dies plötzlich so eilig? Keine Ahnung. Ihr nach. Es schneit, es weint. Heidi, sag mal. Eure Prototypen, die wirken irgendwie anders. Wie euphorisiert. Wir sprechen von stimulierend. Du bist die höhere Dosis einfach noch nicht gewohnt. Wir sind hier oben jeweils 2 Produktgenerationen voraus. Juhui! Da vorne ist eine Eisgrotte. I'm alive and the world shines for me today. I'm alive, suddenly I am here today. Seems like forever, thought I could never. Is this really me? I'm alive. Schön. Oh, schön, schön. So blau. Die berühmte Eisgrotte. Wer singt da? Klingt nach Ton. Der verstorbene Toni? Er hat hier sein Hologramm installiert. Hologramm? Der Song, das ist neu. Sonst läuft hier bloß eine Dauerschleife von Tonis Gletschermythos. Blau. Oh, blau. Tatsächlich ein Hologramm. Höllisch realistisch. Was machst du für Sachen? Sowas wie eine Kultstätte hier. Ich weiß, es war weder so geplant noch vereinbart. Einfach so abtreten durch den Hinterausgang. Das Ding ist interaktiv. Ja, Toni hat sowas geplant, aber das ist... Go with the flow. Grow with the flow. Und die paar beschwingten Groupies hier, die arbeiten auf dem Campus? Viele aus meinem Team, Alpinisten, Strahler. Yeah, that's the spirit. Ich werde weiter wachsen. Mit und in euch. Aber vor allem auf und aus euch. Du bist tot, Toni. Ich bin euer Fell und euer Glanz. Fell. Haare. Ich bin eure Dauerwelle und euer Zopf. Hare Krishna. Alter Zopf. Dort gleich hinter dem Hologramm, was ist das? Ein Schrein? Tonis Leiche. Er wollte hier in der Grotte aufgebahrt sein. Doch tot, der Toni. Schade. Ich bin unten und oben. Hat ja echt Humor, diese KI. Und auf den Zähnen bin ich hoffentlich auch. Und tot bist du, Toni. Tot, tot, tot. Bin ich das? Naja, hier liegt einer, der so aussieht wie du. Was will die? Und hier steht einer, der so aussieht wie ich. Ich bin mal wieder über mich hinausge... Was? Nee, du stehst nicht, du schwebst. Ein paar Lichtpünktchen, nichts weiter. Und anfassen kann man dich auch nicht. Siehst du? Pass auf, Laura. Glatteis. Hoppala. Alles okay, Laura? Wir bringen sie in die Sanitätsjurte.
Winter Wonderland. Der Wind hat gedreht, da sammelt sich hier der ganze Kunstschnee. Was ist mit Laura? Erstkontakt mit Grow. Ihre Sensoren haben nicht angeschlagen? Das klären wir noch. Meine übrigens auch nicht. Sevi, das Hologramm ist jetzt interaktiv. Hast du das gewusst? Immer für eine Überraschung gut. Der Toni. Sogar posthum. Sag mal, Severin, weshalb haben meine Sensoren nicht auf deinen Grow-Turbo reagiert? Die haben wohl bereits das entsprechende Update drauf. Ja, da ist unsere Softwareabteilung mal wieder schneller gewesen als die Produktentwicklung. Ich gehe jetzt mal zu Toni. Wenn Grow mit jeder neuen Generation stärker wird, werde ich jedes Jahr haariger und beswingter. Weshalb ist mir das noch nicht aufgefallen? Toleranzentwicklung. Dieselbe Menge wirkt subjektiv immer schwächer. Also erhöhen wir jedes Jahr. Deshalb seid ihr alle so gut drauf hier oben. Ihr seid dem Rest der Menschheit ganze 2 Grow-Generationen voraus. Außer ich. Und Carla. Die kahle Carla ist nicht drauf? Echt nicht? Oh Mensch, Laura, mach dich nicht so schwer. Wie lange wirkt sowas eigentlich? Bei Erstkontakt, meine ich. Lange. Aber es gibt ein Gegenmittel. Oh. Ah, bitter. Aber wirkt. Der Flash ist weg. Komm, Laura. Schön trinken. Was ist das für ein Zeug? Hirschzungenfarmtee. Komm, noch ein Schlückchen. Trinken. Oh, mein Schädel. Wo sind wir hier? In der Sanitätsjote. Erstkontakt mit Grow. Was? Komm, wir gehen etwas an die frische Luft. Ich habe einen Filmriss. Grotte, Hologramm, over and out. Die versetzen Grow mit Drogen? Grow macht ganz von allein high. Neben Haarwuchsförderung. Weshalb warnt mich niemand? Mich hat's auch kalt erwischt. Aber ich bin halt deutlich toleranter als du. Du meinst deinen 3-Tage-Bart? Oh. Tatsächlich. Ich habe mich heute Morgen rasiert. Das Zeug wirkt wie... Und deine super schlauen Sensoren. Weshalb warnen die dich nicht vor einer erhöhten Dosis? Die wurden offenbar schon auf diese neueste Grow-Generation abgegradet. Etwas voreilig und nicht ganz ungefährlich. Stell dir vor, du fliegst in diesem Zustand eine Drohne oder gehst wie Toni in der Eisgrotte spazieren. Ach was, der hatte doch die volle Toleranz. Für den war das normal. Hast du Tonis Vitopsiebericht da? Weshalb? Schau mal nach, wie viel Grow der im Blut hatte. Aber das kann nicht sein. Kein Grow. Vielleicht war er ja Grow-Abstinenzler wie ich. War er nicht. Dann erging es der Rescue-Drohne vielleicht so wie dir. Sie hat ein Update bekommen, das das Zeug bei der Analyse unbemerkt rausfiltert. Du meinst, jemand hat den Bergungsroboter manipuliert? Der perfekte Mord. Sag bitte was Aufbauendes. Hugentobler. Prissy? Prissy, die beste Rechtsmedizinerin, die ich kenne. Mit einem verhältnismäßig filterfreien Hirn. Im Vergleich zur Drohnenvirtopsie. Prissy ist seit 2 Jahrzehnten in Rente. Frührente. Weil ihr sie durch eine Maschine ersetzt habt. Aber sie ist immer eine begeisterte Berggängerin gewesen. Die würde bestimmt mal kurz hochkommen und Toni obduzieren. Dann können wir beweisen, dass er vergiftet wurde. Das können und wollen wir nicht. Ich weiß. Es gibt keine Morde mehr in der Schweiz. Aber die Mörder wollen wir trotzdem schnappen, oder? Sonst kommen die noch auf den Geschmack.
Weshalb befragen wir nicht erstmal den Toten? Also sein Hologramm, meine ich. Die Gelegenheit hat man nicht alle Tage. Gute Idee. Aber erst die Obduktion, dann können wir das Hologramm mit den Fakten konfrontieren. Laura, denk mal nach. Selbst wenn wir Pressy reaktivieren könnten, Severin hätte da bestimmt keine Freude. Und stell dir vor, das käme raus. Die Gerüchteküche würde explodieren. Es kommt nicht raus. Wir machen das diskret in der Eisgrotte. Diskret. Und wie kriegen wir Pressy, wenn sie denn mitmacht, diskret hier hoch? Hier, Jacken. Sonst erfriert ihr noch. Oh, danke. Hab dich gar nicht kommen hören. Ich kann euch helfen. Wie lange hörst du uns schon zu? Ich teile eure Meinung. Hier stimmt was nicht. Wie kommst du darauf? Toni war topfit. Und ein konsequenter Logger, der hatte immer die neuesten Sensoren drin. Der wusste über seinen Körper Bescheid. Und dann, wie aus dem Nichts, dieser Infarkt. Du denkst, da hat wer nachgeholfen? Am Mittag kommt der nächste Warenshuttle hoch. Da kann ich eure Pressy reinschmuggeln. Und wie kommt sie an die Leiche ran? In wenigen Stunden versammeln sich hier alle in der Gemeinschaftsjurte. Sevi hat eben eine Grow-Show angekündigt. Jetzt hat das aber eilig, der Sevi. Ob das wohl zieht? Eine Grow-Show ohne Toni? Sevi hat bloß die Ankündigung gemacht. Toni tritt natürlich auf, mit Carla als Backing-Vocal. Tonis Hologramm schmeißt eine Show? Mit weltweitem Stream und allem? Die internationale Grow-Unity steht Kopf. Wird aber ein ungemütliches Open Air bei dem Schneetreiben. Wir übertragen live in die Gemeinschaftsjurte. Dann sind alle dort und eure Pressy kann ungestört in der Eisgrotte obduzieren. Singende und Gitarre spielende Hologramm eines Toten in einem gläsernen Tonstudio auf einem toten Gletscher. Sieht aus wie eine gigantische Weihnachtskugel. Osterei, wenn schon. Ist schließlich Tonis Auferstehung. Carla singt trotzdem besser. Pressy müsste doch längst fertig sein. Weshalb ist eigentlich nicht Carla Tonis Nachfolgerin als CEO? Sie hat das Zeug ja auch erfunden. Und performen kann sie offensichtlich auch. Naja, Severin ist der Bruder. Möchte gern, Bruder. Vreni, weshalb höre ich dich nie kommen? Eure Forensikerin empfängt euch jetzt. Na dann los. Wie ging das mit dem Bruder? Das ist reine Fiktion, ein PR-Gag. Aber Severin war das ganz wichtig. Er war Tonis ergebenster Jünger, schon seit der Schulzeit. Sein Hündchen, sein Faktotum, sein Diener. Komplett abstandslos und ergeben. Dann hat Toni ihm aus Dank seinen Posten vererbt. Nein, Toni hat sich so den Chefposten gesichert. Posthum. Ein Toter kann ja keine Firma führen. Deshalb braucht er Severin als seinen Showmann, seine Marionette. Carla würde da kaum so einfach mitspielen. Aber das tut sie ja gerade. Hör doch. Weshalb schmeißt sie nicht alles hin und geht? Backing Vocals kann sie auch woanders singen. Vermutlich ist auch sie etwas überrascht, wie weit Toni vorausgedacht hat. Und sie hat wohl noch immer Gefühle für ihn. Toni und Carla waren ein Paar? Oh ja. Dann ist Severin wohl ziemlich eifersüchtig auf sie gewesen. Eifersüchtig? Er hasst sie. Und sie degradiert und demütigt ihn auf jede erdenkliche Weise. Toni hat das immer ungemein amüsant gefunden. Hat einen seltsamen Humor, der Mann. Da ist er nicht der Einzige hier oben. Ihr
müsst euch beeilen. Die Grow Show hat bald Pause. Na, Prissy, was sagst du zur Arbeit des Vitopsie-Roboters? Noch dilettantischer, als ich dachte. Der Mann hier ist vergiftet worden. Womit? Der Analysator ist ratlos. Der Chromatograph behauptet, es handle sich um eine reine Substanz, also kein Gemisch. Das Massenspektrometer ist noch am Arbeiten. Für das Kernspinresonanzspektroskop habe ich unter meiner Jacke leider keinen Platz gehabt. Na, woher weißt du dann, dass es Gift war? Weil es einen Exitus herbeigeführt hat. Aber aus Sicht des Blutes dieses Toten könnte man es auch als Wachstumsförderungsmittel bezeichnen. Es wächst nämlich immer noch. Nein, es wuchert. Das Blut wuchert im toten Körper? Das ist natürlich sehr unpräzise formuliert, aber sonst kapiert ihr es ja nicht. Es sind die roten Blutkörperchen, die wachsen und das Blut so verdicken. Deshalb auch der Infarkt. So ähnlich wie Blutkrebs, einfach im Höllentempo. Ihr könnt zuschauen, hier auf dem Bildschirm. Faszinierend. Ekelhaft. Das Zeug wächst und wächst. Auf Englisch Grow. Die Assoziation liegt nah. Nur mal langsam. Grow kann's nicht sein. Sonst wäre ich längst tot. Es stellen sich folgende Fragen. Weshalb erkennen weder die Chi-Sensoren noch die Chi-Virtopsie die tödliche Substanz? Und was ist das für eine Substanz? Die Grow Show hat Pause. Zeit zu gehen. Okay. Presse zusammenräumen. Ich bin noch nicht fertig. Es fragt sich weiter. Wer hat das Gift verabreicht? Und was bedeutet das alles für die aktuelle Doktrin einer mordfreien Schweiz? Wer glaubt denn an sowas? Das darfst du getrost meine Sorge sein lassen. Wir räumen jetzt zusammen. Komm, ich helfe dir. Aua! Pfoten weg von meinem Equipment. Da kommt wer. Scheiße. Das Massenspektrum ist fertig. An alle Anwesenden. Das alles hier ist höchst vertraulich. Voilà. So sieht die molekulare Struktur der Tatwaffe aus. Etwa so aufschlussreich wie der Darmwind des Täters. Hier riecht's nach Verschwörung. Carla, keineswegs. Wir... Die Gesundheit der Menschen in diesem Land hat eine vertiefte Prüfung von Tonis Vitopsie-Ergebnissen erfordert. So. Hast du das mit Severin abgesprochen, Vreni? Es handelt sich um eine Frage von nationaler Bedeutung, die keinerlei Aufschub erlaubt. Wir sind im Auftrag von Bundesrätin Pfürzi hier. Pfürzi Schnürzi. Und was haben eure Untersuchungen ergeben? Toni hat an einer bislang unbekannten Krankheit gelitten. Nein, Luzi, diese Dies ist übrigens Prissy, unsere Pathologin. Forensikerin. Wie gesagt, eine bislang unbekannte Krankheit, auf die unsere Ski-eigenen Engelsensoren nicht reagieren. Zum Schutz aller Loggerinnen und Logger in diesem Land, und das ist bekanntlich die überwiegende Mehrheit, müssen wir dieser Sache in einer natürlich streng vertraulichen Untersuchung weiter auf den Grund gehen. Vor allem müssen wir begreifen, welche äußeren Ursachen dieser Krankheit zugrunde liegen. Was? Shiki hat Toni nicht gewarnt? Luzi, eure ach so todsichere KI ist für den Tod des beliebtesten und berühmtesten Schweizers verantwortlich. Voll shitty, eure Shiki. Und das ist Pfürzi, nicht Schnürzi. Und Pfurz, nicht Schnurz. Und wenn Tonis tödliche Krankheit etwas mit Grow zu tun hat? Wie würde euer Aktienkurs reagieren? Und die Abermillionen Menschen, die sich das Zeug täglich reinziehen? Und du, Carla? Go with the flow. Grow with the flow. Klar. Du futterst das Zeug ja auch nicht. Vielleicht aus gutem Grund. Prissy, zeig Carla doch bitte mal deine Ergebnisse. Danke. Ich bin keine Ärztin, sondern Chemikerin und Veganerin obendrein. Ergo, deine Fleischauslage sagt mir nichts. Und dieses Massenspektrum? Zeig mal. Nicht im Ernst. Schau dir das an, Vreni. Ich kann sowas nicht lesen. Vreni wie die Vicky. Ich kann sowas lesen. Was soll daran lustig sein? Tja, machst du nichts draus, lach ich dich aus. So,
Fertigpause. Zurück zur Grow-Sause. Kommt ihr auch? Ist schließlich ein live gestreamtes World-Event. Was hat sie da eben gemeint mit diesem Vreni, Vidi, Vici? Kann kein Latein. Vreni kam, sah, siegte. Was hast du gesehen, Vreni? Kein Schimmer. Aber einen guten Scherz behält die nie lange für sich. Luzi und ich spenden dir jetzt etwas Blut, Prissy. Und du schaust, ob du dieses unbekannte Mordszeugs darin findest. Gerne. Dann wären wir doch tot. Autsch. Moment. Nicht unbedingt. Die Dosis macht das Gift. Meinst du im Ernst, es hat was mit Grow zu tun? Vielleicht hat die kahle Carla deshalb so gelacht. Vielleicht wollte sie damit auch von einem möglichen Verdacht auf sich ablenken. Weshalb ist sie überhaupt hier aufgetaucht? Vielleicht hat Carla sich einfach verspekuliert. Vielleicht hat sie sich an die Spitze morden wollen und weder mit der Nachfolgeregelung noch mit dem umtriebigen Hologramm gerechnet. Du meinst, Carla hat... Wir gehen nach wie vor von einem Unfall aus. Apropos Hologramm, ich möchte gerne wissen, was das Ding zu der ganzen Sache zu sagen hat. Wo ist es eigentlich? Irgendwer hat es deinstalliert. So. Severin ist doch gleich nach uns in die Eisgrotte gegangen. Auch egal. Das Hologramm performt doch im Grow-Studio. Hey, Sebi! Leute, the show must go on. Die Welt wartet. Wo bleibt Carla? Sie kommt eben in den Regieraum, Toni. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Was machst du hier? Carla, ich kann dich sehen. Nein, du sollst jetzt nicht mit Sebi tuscheln. Du sollst zu mir, in den Aufnahmeraum. Was quatscht ihr denn da? Here I am! Ich will mitlachen, Carla. Schau dir den Sevi an, der lacht auch nicht, dem platzt gleich der Kragen. Oh, ja, der hat die Farbe gewechselt. Achtung, er kommt rein. Ich hab dir gesagt, das geht zu weit, Toni. Aber du wolltest ja nicht hören. Zurück in die Regie mit dir, Sebi. Du störst. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, lass es raus. Some things in life are bad. They can really make you mad. Das ist nicht komisch. Du bist am Ende. Fertig bist du. Bin ich das? Other things just make you swear and curse. Ja, dich gibt's nicht mehr. Du bist tot. Also, ich komme mir ganz schön lebendig vor. When you're chewing on life's gristle. Lass mich endlich in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Don't grumble, give a whistle. Das sind nicht ganz alle deiner Meinung. Unser erstes Stream-Segment hatte maximal Retention Rate ever. Sebi, wir sind doch ein Dream-Team. Sind wir nicht. Nie gewesen. Es ging immer nur um dich. Dich. Geht es immer noch? Schau dich an. Du stehst hier und performst. Dabei bist du tot. This will make things turn out for the best. And always look on the bright side of death. Fresse! Alle beide! Ja, lass es raus. Draw your terminal breath. Du machst alles kaputt. Hör auf. Du bist tot. Tot! Tot! Ach komm, sing doch mit. Wohin willst du? Life's a laugh and that's a joke. Aus, Willi. Alles aus. Was wollt ihr hier? Ja. Luzi und Laura hätten noch ein paar Fragen. Nein, raus! Severin, du hast Toni eben gesagt, das gehe zu weit. Was genau? Was genau geht dich das an? Toni will jetzt endlich mit dem zweiten Segment loslegen. Nein, fertig jetzt! Toni wurde vergiftet. Was? Ist es etwa Mord, Milord? Niemand hier hat Interesse an einer Eskalation. Mord wäre trotzdem schlecht, Herr Specht, und schade für die Marmelade. Ich meine, die schöne Null-Mord-Statistik.
Au, schaut, dort kommt eure schnittige Aufschneiderin angestapft. Die Spannung steigt. Lucy, Laura, ihr lebt noch, was zu beweisen war. Wer bist du? Ja, Wie bist du hier hochgekommen? Prissy gehört zu uns. Wir hatten ein Problem mit unserem Virtopsy-Roboter. hätte mich auch erstaunt, wenn die Dosis gereicht hätte. Vreni, hast du die hochgelassen? Ich habe... Prissy, du sagst also, Lucy und ich haben denselben Giftstoff im Blut, der Toni umgebracht hat. Ihr seid nicht die Einzigen. Du hast das Gift auch in Grow gefunden. Mhm. Weshalb es sich wohl auch im überwiegenden Teil der Schweizer Bevölkerung nachweisen lässt und in allen betuchten Erdenbürgern, die dieses Zeug täglich zu sich nehmen, Urbi et Orbi sozusagen. Albtraum. Ist die Alte noch am Leben? Hast ihr nicht genug gegeben? Das ist nicht komisch! Aber wahr. Das berühmteste Beispiel: Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox. In Reinform etwas vom giftigsten. Hochverdünnt, ein wirksames Medikament. Aber Botox würden meine Sensoren sofort erkennen. In welcher Form auch immer. Weshalb erkennen Sie dieses verdammte Gift nicht? Wie kann das meistverkaufte Nahrungsergänzungsmittel einen Giftstoff enthalten, ohne dass wir es merken? Berechtigte Frage. Besonders du, Lucy, Chef des Swiss Health Institute, das über die Gesundheit der Nation wacht, müsstest es doch wissen. Ein fatales Zeugnis, nicht wahr? Naja, ihr macht ja ein Riesengeheimnis um den Grundstoff von Grow. Da wäre es nichts als konsequent, auch das Ski außen vor zu lassen. Das ist eine üble Unterstellung. Wir haben eine Vereinbarung mit dem Ski. Mit wem genau? Das weiß ich nicht. Verdammt. Das musst du wissen. Du bist der Chef hier. Toni hat den Deal gemacht und für sich behalten. Wie gewohnt. Na, dann fragen wir ihn doch. Er ist ja gleich nebenan. Ah, endlich. Aber ich brauche nur Carla. Der Rest bleibt bitte draußen. Du wurdest vergiftet, Toni. Aber das weißt du ja bestimmt. Wer sollte mich denn vergiften? Wir sind eine große Familie. Sowas kommt in den besten Familien vor. Muss ja keine Absicht gewesen sein. Ein blöder Unfall. Kann's geben. Hm? Aber wir wollen ja nicht, dass hier plötzlich alle tot sind. Go with the flow, grow with the flow. Toni, euer Produkt enthält offensichtlich einen Giftstoff und Millionen von Menschen nehmen es mehrmals täglich zu sich. Du selbst bist erwiesenermaßen daran gestorben. Oh, tatsächlich. Wenn du mir jetzt nicht sofort erzählst, was und mit wem du beim Ski gedealt hast, mache ich euren Wohlfühlpark noch heute dicht. Na, mit eurer KI natürlich, dass du das nicht weißt. Hat ja auch echt Humor, die gute Shiki. Deshalb findet sie die Grow ja auch so unglaublich amüsant. Für Menschen muss immer alles wachsen. Wirtschaft, Ansehen, Städte, Schwänze, Brüste, Haare. Wachstum, die ultimative Droge. Ohne geht's nicht. Was habt ihr gedealt? Es gab nichts zu dealen. Shiki betrachtet Grow als sowas wie ein übergeordnetes Grundbedürfnis und zeigt es folglich nicht an. Wie Luft und Wasser? Nein, Luft und Wasser sind normale Grundbedürfnisse. Wenn du zu viel davon kriegst, melden sich deine Sensoren. Wachstum ist uns wichtiger als die normalen Grundbedürfnisse. Das heißt, unsere Sensoren zeigen Grow überhaupt nie an? Es gibt keinerlei kritische Grenze. Wozu, wenn wir beim Wachstum keine Grenzen akzeptieren? Ein typischer Shiki-Gag. Ich find's geil. Das ist die Logik des Krebsgeschwürs. Und die ist tödlich. Genau, wir kriegen nie genug. Schau dir die Welt an. Selbst wenn wir, genau wie das Krebsgeschwür, am eigenen Wachstum verrecken, wachsen wir weiter. Wir brauchen immer mehr, sonst spüren wir es nicht. Aber irgendwann ist es zu viel. Irgendwann ist die Dosis zu hoch. Dann wird's tödlich, wie du weißt. Ja, das ist dumm gelaufen. Aber ich bin ja noch da. Dein Datensatz ist noch da. Den Rest hat jemand ausgelöscht. Nicht zufällig, vorsätzlich. Irgendjemand, der gewusst hat, wie giftig das Zeug ist und dass Shiki es nicht nachweisen wird.
Der perfekte Mord. Wäre da nicht diese altmodische Forensikerin aus Fleisch und Blut dazwischen gekommen? Aha. Also, wer genau hat mich ermordet? Niemand. Zum Beispiel Carla. Sie sieht sich als Erfinderin von Grow, will endlich Chefin werden. Aber blöderweise hast du, Tony, über deinen Tod hinaus geplant und Severin eingesetzt. Dumm gelaufen. Ich habe niemanden eingesetzt. Wieso sollte ich? Ich bin ja noch da. So, Severin. Du hast dich ganz selbstständig zum König gekrönt? Ich bin doch deutlich tiefer im operativen Geschäft verankert. Da ist es doch nur logisch, wenn ich... Komm, du hattest einfach endgültig genug davon, die ewige Nummer 2 zu sein. Nein, die Nummer 3. Dabei warst du doch der erste und innigste Jünger des Gurus. Dir gebührt die Krone und niemandem sonst. Grotesk. Einfach nur grotesk. Aber unterhaltsam, Laura. Sehr unterhaltsam. Nur übersiehst du eine simple Tatsache. Es gibt keine Morde mehr in der Schweiz. Ich kann gar nicht umgebracht worden sein. Das wäre genauso undenkbar wie eine Welt ohne Haare und Sensoren, ohne Wachstum, Grow und Ski. Noch nie was von Freinau gehört? Wer will schon kahle Köpfe oder kollabierende Kreisläufe, von kollabierenden Börsen ganz zu schweigen. Harmageddon. Too sick to fail. Es lebe der Unfall, der Zufall, Anfall, Überfall, Befall, Verfall, Reinfall, Einfall und die Einfalt. Königin der Menschheit. Ein Gewaltverbrechen wäre der erfreulich stabilen Lage in diesem Land und in dieser Firma sicherlich nicht zuträglich und würde noch größere Unsicherheit in der Bevölkerung und den Märkten auslösen. Scheiß drauf! Wir... So, jetzt pass mal auf. Das Segment, das wir eben performt haben, hatte noch mehr Buzz als gewohnt. Ihr solltet mal die Ratings sehen. Engagement, Reach, Retention, Conversion, you name it. Alles top of the crop. Und auch die Börsen haben sich beruhigt. Und, dein Swiss Health Index auch, Lucy. Bundesrätin Fürzi wird's gefallen. Smartes Konzept. So eine Auferstehung. Carla, ich denke, es wäre jetzt höchste Zeit fürs zweite Segment, damit nicht wieder Gerüchte entstehen. Yes, let's do it. Wie Gerüchte? Du wurdest... Und ich sehe wirklich keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Was allerdings wirklich noch zu klären ist unser Umgang mit Grow. Vor allem in gefährlichen Dosen. Relax, Lucy. Was ich da abgekriegt habe, war Grow in Reinform. Sowas werden wir deinen Schäfchen auch in 1000 Jahren nicht anbieten. Ihr könnt beruhigt nach Hause fliegen. Go with the flow, grow with the flow. Reinform. Natürlich. Ich hab's. Vreni, Vidi, Vicky. Laura, wir fliegen. Wo ist Vreni? Vor 5 Minuten raus. Und über alle Berge. Remote Control, bitte nach Freinau. Tatsächlich, der Shindex hat sich erholt. Und die Börsen legen sogar eine Rallye hin, getrieben von KI-Aktien. Und schau, das zweite Segment läuft. Im Hypernet geht tatsächlich das Gerücht, dass Tony noch lebt. Zugegeben, ist auch verflucht echt, dieses Hologramm. Ende gut, alles gut. Ist ja eigentlich nichts als konsequent. Wenn ihr schon die Morde abschafft, weshalb nicht auch gleich den Tod? Aber dann macht Shiki gleich offiziell zur Chefin des Ski. Das wäre wenigstens ehrlich. Laura, du siehst das etwas schwarz-weiß. Und Shiki ist halt manchmal noch etwas pubertär. Das kommt schon noch. Ich finde, wir haben das super hingekriegt. Wir sind noch nicht fertig. Remote Control, auf Bergflanke Nord-Nordwest halten. Wärmebildkamera aktivieren. Was soll das? Vreni, Vidi, Vicky. Vreni kam, sah, siegte. Das hat Carla gesagt, als sie das Massenspektrum des Giftes gesehen hat. Laura, stopp. Homo sapiens auf 55, Entfernung 1,2 Kilometer. Scheiße, ist das kalt. Bei dem Wind kannst du unmöglich raus. Go with the flow, grow with the flow. Berg frei, Vreni! Und Luft rein! Es war ein Unfall!
war es auch. Ich habe Toni mehrfach gewarnt, aber er wollte nicht hören. Wie bist du draufgekommen, dass das Zeug in hoher Dosierung giftig ist? Ein unerklärlicher Todesfall in meinem Team. Dann noch einer. Beides Strahler, die das Grow-Zeug aus dem Permafrost rausgeschlagen haben. Trainierte Männer, Bergsteiger, die einfach so kollabieren. Doch Toni hat bloß gelächelt. Kannst du mir vorstellen. Und Carla hat gelacht. Die Dosis mache das Gift. Alles ganz normal. Ich wollte Toni nicht töten. Ich wollte ihn wachrütteln. Ich wollte, dass er Bauchweh kriegt und endlich etwas tut. Wie hast du es gemacht? Er ließ sich gerne bedienen. Ich habe ihm einfach einen präparierten Grow-Presso serviert. Und schon liegt er tot in der Eisgrotte. Es war ein Schock. Dann die Virtopsie. Unfall. Unerträglich war das. Wie giftig ist das Zeug nun wirklich, habe ich mich gefragt. Weshalb reagieren die Sensoren nicht? Ich wusste rein gar nichts. Die Mordgerüchte, das warst du. Du wolltest, dass die Sache untersucht wird. Mhm. Und du warst mal Kriminalkommissarin. Mhm. Was hast du jetzt vor? Carla weiß Bescheid. Ich muss weg. Sehe ich auch so. Es war alles umsonst. Es sei denn, du sagst uns, was das für Zeug ist. Dann können die Skisensoren wenigstens vor einer Überdosis warnen. Ich weiß nur, was wir aus dem Permafrost schlagen. Coprolith. Coprolith. Hä? Scheiße. Hast du wieder Grow erwischt, oder was? Der Grundstoff von Grow ist Coprolith. Versteinerte Scheiße. Dinosaurier-Scheiße. Extrem haarige Dinosaurier. Was? Über 200 Millionen Jahre alt. Die Viecher müssen ganz wunderbare Kräutchen gefressen haben, die es heute nicht mehr gibt. Aber eben, die Dinomägen und Därme haben die Kräutchen offenbar veredelt. Und die Dino-Scheiße, die gibt's noch. Konserviert im Permafrost unserer Alpen. Und die ganze Welt frisst sie. Go with the flow, grow with the flow. Dieser Toni hat echt einen seltsamen Humor. Hatte. Give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen. Give me down to their hair, shoulder length and longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hair. Flow it, show it, long as God can grow in my hair. Wolfram, du bist doch gerne in den Bergen. Gehst du jetzt das nächste Mal los mit einem kleinen Hämmerchen und suchst Coprolith? Und wirst der Begründer und schließt damit die Schere von Fiktion und Realität? Mit meinem ganzen Reichtum. Den du dann aufbaust? Baue ich Hörspielstudios, hochalpine Hörspielstudios und versorge die Welt mit Fiktion. Ja, natürlich. Beginnt So mit der Schweiz. Gläsernes Aufnahmestudio, das könntest du eigentlich schon heute in die Wege leiten. Ich würde das gerne mal beziehen. Hätte ich auch nichts dagegen. Also wer da das sponsern möchte, welche Philanthropin findet, meine Millionen, die gebe ich am liebsten fürs Hörspiel aus. Meldet euch gern. krimi.sf.ch. Vielleicht nicht auf dem Gletscher. Da ist immer kühl. Das ist nach wie vor, das kannst du ja aus keinem der Radiotatorte rausnehmen, die Entwicklung des Klimas. Das ist der Triebmotor, die Heizung von Dominic Burnett. Mhm. Für viele Geschichten, für alle. Total. Ich finde bei der Ausgabe schön, wie es halt genau im Hintergrund mitspielt. Dass wir dann aber eigentlich total in der Kühle sind. Aber als Gegenfolie ist natürlich die ganze Zeit da. Ja, auch eben das Thema seltene Erden, hier seltene Scheiße, mit Verlaub, das zutage kommt, sobald das Klima, das ganze Eis wegschmilzt, haben wir ja jetzt, ist ja nicht in der fiktiven Welt, sondern in der Realität auch schon angekommen, hat er gut eingebaut. Wolfram, es ist, ich habe halt die Dramaturgie gemacht, du hast auch mitgearbeitet, vielleicht können wir nachher darüber nochmal kurz sprechen.
das ist jetzt wieder so, das Tier aus dem eigenen Stall loben, aber ich möchte gern Dominik Berndt, der nun von uns ein Honorar bekommt, aber ansonsten nicht zum Stall gehört, loben, weil für mich ist das in das, was Dominik macht, auch schon in anderen, eigentlich der geilste Radiotatort. Findet, er schafft es, so viele Themen einzubauen, das alles noch mit einer Krimi-Geschichte zu verweben und dann auch noch auf der sprachlichen, auf einer formalen Ebene so viel zu liefern. Ja, du lachst jetzt, du bist bei den Karlauern. War es dir zu viel? Hey, ich habe mich so ein bisschen an meine Jugend zurückerinnert gefühlt. So meine erste Single, die ich mir gekauft habe, mit der damals die Singles auf CDs gekauft, kann man schon erzählen, wie von Opa erzählt von früher, ne? Aber da war ja nicht alles Streaming. Mein erstes Single war Hip Hip Hurra von den Ärzten. Das war das erste Album Planet Punk, wo sie nach der Pause wieder zusammenkamen. Und da war ich totaler Ärzte-Fan. Und das zweite Album, was mir dann so richtig eingefahren ist, war dann Le Frisur. Das wird jetzt, glaube ich, heute nicht mehr so viel gehört. Aber sie haben quasi ein Konzeptalbum gemacht, wo es in jedem einzelnen Lied um Haare ging. Und wirklich jedes Wortspiel, das man sich vorstellen konnte, wurde da gemacht in den Texten. Und mir ging es einfach beim Hören auch wieder so. Jedes Wortspiel wird gemacht. Es ist dann irgendwann Geschmack, ne? Also ich finde, er macht sehr lustige Hörspiele. Irgendwann ist es mir zu viel. Irgendwann geht es dann so weiter, dass ich dann auch mich ein Stück weit ergebe und wieder finde ich es irgendwann auch wieder lustig, weil es so viel ist und viel zu viel. Den Moment habe ich auch. Ich finde, manchmal gibt es so Dinge, ich finde es ja schon okay, wenn die kahle Mitarbeiterin schon Carla heißt, so. Aber dann müsste von mir aus Luzi nicht noch sagen, die kahle Carla. Haha. So, den bräuchte ich dann nicht noch, dass ich dann auch noch die Witze auch noch erklärt bekomme. So, das ist mir dann vielleicht manchmal eins zu viel. Wenn ich jetzt aber die Carla mal zur Seite tue, was mir wiederum tatsächlich sehr gefallen hat, ist, wie diese Frisuren und Haarverrücktheit da dargestellt wird. Also, wenn sie da hochkommen und manchmal merkt, alle haben wirklich ganz wilde Frisuren und dass es auch keine normalen Arbeitstische gibt oder normale Büros, und das sind alles immer gerade Coiffeurstühle. Also während man arbeitet, kann man immer noch gerade frisiert werden. Und das ist natürlich auch überdreht, aber das finde ich irgendwie, das ist für mich so schön zusammengedacht, dieses halbe Startup, dann dieses Guru-Ding, wo alle an diesen Typen so unglaublich glauben, alles so völlig überdreht. Und dann finde ich, ja, eigentlich ist zwar irre, aber klar, in dieser Welt lässt man sich frisieren, während man an der Excel-Tabelle rumwerkelt. So, das finde ich, da gefällt mir so ein Worldbuilding, wäre jetzt also der englische Begriff für so Serien oder Videospiele, das finde ich da wirklich sehr charmant umgesetzt. Ja, wenn du halt Körperoptimierung nimmst, worauf wirft die Wirtschaft ihr nächstes Schlaglicht? Sieht man ja auch, wie sie den Männerkörper entdeckt hat, und es gibt. Du möchtest gleich einhaken. Ich möchte gerade noch was einhaken. Ja, nein, das fand ich zum Beispiel auch, sorry, dass ich jetzt einfach so reinfahre. Nein, mir gefällt es auch so bei dem Drohnenflug ganz am Anfang, wo man merkt, hey, dieser Mord ist schlimm, weil im Bundesrat sind Haare auch sehr wichtig. Das ist jetzt wirklich ein Top-Thema. Können wir jetzt auch so ein bisschen albern, aber, also ich habe zum Beispiel so einen Artikel gelesen, die fand ich noch spannend, dass eigentlich so die ganzen populistischen Politiker oft ihre Frisuren haben. Also Donald Trump, einfach dieses Haar rübergekämmt. Der Milei heißt der, glaube ich. Ja, der hat auch eine wilde, ungezähmt. Wilders in Holland, diese blondierten Haare immer so nach hinten gegelt. Ganz viele von diesen Menschen haben so irre Frisuren. Und das ist wie dazu gehöre. Sie spielen sich ja oder stellen sich ja auch da als Leute, die so disruptiv, dass sie für den verkrusteten Sozialstaat aufbrechen oder alles, den angeblichen linksgrünen Meinungskomplex, was man nicht mehr sagen darf, so richtig reingefahren. So dieses, obwohl es ja Leute meistens mit viel Geld sind, in Anzügen, aber dieses sozusagen pseudopunkige, rebellische, Boris Johnson, ja auch ganz schrecklich, die Frisur, sorry, äußert sich dann immer in diesen Haaren. Der muss ja mit Absicht ungekämmt gemacht haben. Ich glaube nicht, dass der aufsteht. Ich wollte gerade sagen, ein paar von denen, die du jetzt aufgezählt hast, gehen eigentlich eher Richtung Kauz und Richtung Verweigerung. Aber auch da, genau. Aber du hast schon recht, das Wilde, das Wilde, genau. System. Und irgendwie zu viel. Oft irgendwie zu viel und irgendwie wild. Und da diese Verbindung zwischen Haar und Politik und dann mit dem Bundesrat so kurz gesagt, und du musst ja auch wieder an den Witz denken, vor der letzte Bundestagswahl gab es ja auch mehrere Kandidaten mit recht ähnlichen Erscheinungsbild, Brille, nicht so viele Haare auf dem Kopf. Ein Dreieck so davon.
Ja, also ist ja auch alles normal, aber das irgendwie finde ich deswegen gefällt mir dieser Komplex Haare und Politik, der da auch nur so kurz angerissen wird, aber konnte ich gerade super an unsere Jetztzeit anknüpfen, hatte ich großen Spaß dran. Ja, und ich meine, die Studien beweisen, attraktive Menschen werden als erfolgreicher und klüger wahrgenommen und dazu ich würde mich als 50-jähriger Mann oder vielleicht sogar schon jünger, wenn ich so bald bin, wahrscheinlich auch wohler fühlen, wenn ich noch Haare hätte, weil das einfach diesem Schönheitsideal noch so entspricht. Ja, und Sie dann mal zur Seite genommen. Aber eben, das wollte ich gerade sagen, es gibt schon sehr viele attraktive Männer auch mit wenig Haaren. Also hat ja auch was sehr Männliches. Ja. Darf ich noch einmal ganz kurz zu dieser Karlauer Ebene zurückkommen, weil ich finde, er transportiert es einfach gut auf andere Ebenen. Weil ursprünglich dieser Campus, wenn wir ihn jetzt, so wie wir ihn hören, ist ja, klar gibt es diese Jünger, Anhänger, das Volk, aber die bleiben quasi auch auf der Ebene und sonst haben wir eine recht beschränkte Personenanzahl. Und es ist eigentlich schon wichtig gewesen, Dominik, dass das alles so einen Flow hat, dass man entspannt hat. Deswegen hast du vielleicht diese lustige Leichtigkeit jetzt ein bisschen potenziert auf Carla. Und auf der anderen Seite verwebt sich das einfach auch gut mit Lauras Trip. Also dieses Lachen, was für sie ja als Figur wirklich untypisch ist. Ich meine, sie grantelt meistens, wenn sie nicht zuschlägt. Kann man ja wirklich für einen Moment lang denken, sie lässt sich anstecken, alleine, weil sie wirklich denselben Humor teilt. Bis es dann dazu kommt, die hat schon was genommen. Finde ich toll. Das Motiv der Auferstehung, wenn wir jetzt weitergehen, da sind wir jetzt bei dem Hologramm. Aber auch das hat der Dominik auf der Wortebene, dass es darum geht, Orbi et Orbi, du hast diese Jünger, die Anhänger, die ihn so... und gleichzeitig hast du diese Wiederauferstellung des CEOs in Form von so einer technischen Neuerung. Er verwebt es für mich sehr, sehr gut, sehr plastisch und unterhaltsam. Also das mit der Wiederauferstehung, ich habe den Text ja schon mitgelesen, als ich jetzt dann quasi das fertige Produkt gehört habe. Muss ich schon sagen, als ich dann zum ersten Mal den CEO gehört habe, auch mit der Musik, dachte ich, ist ja schon, man muss schon viel Aufwand, damit er jetzt da kommt. So. Als dann später das Verhör kommt, als sie das Hologramm verhören, da fand ich es dann wiederum richtig cool. So die Idee, wirklich mal weitergespinnt. Auch da wieder viele von diesen reichen Tech-Bros, die arbeiten ja total an so Longevity und möglichst unsterblich werden. Also das finde ich jetzt auch nicht völlig absurd, dass jetzt ein Elon Musk sagen würde, doch, ich speise alles am Schluss eine KI und die lebt dann weiter und führt mein Imperium weiter und erzieht noch meine unzähligen Kinder, die er hat. Also da finde ich, hat es auch wiederum sehr viel mit der Realität zu tun, wo diese Leute ja wirklich so diesen Tod ausschließen wollen, zumindest ihren eigenen. Und das fand ich dann schon gut und vor allem auch, dass man halt ein Hologramm dann auch verhören kann. Das war für mich nochmal ein Tick weiter gedacht. Nicht nur dieses Hologramm lebt weiter und nervt vielleicht auch ein Stück weit die Umwelt. Manch einer war ja auch vielleicht froh, dass der Typ dann weg ist. Severin auf jeden Fall, ja. Genau. Aber immer umgekehrt jetzt mal wirklich krimimäßig gedacht, ja klar, wenn das jetzt ein Hologramm ist und quasi, ja nicht bis ins Letzte erklärt, aber irgendwie gespiesen ist von seinem Hirn, seinen Gedankenbahnen, eine KI, die quasi ihn simuliert, dann ja klar kann man dieses Hologramm dann auch verhören. Ja. Schon clever. Cool. Ja, und ich meine, wir diskutieren die letzten Monate, Jahre, wie menschlich wird die KI, aber der Schritt, wie technisiert werden wir Menschen, ich meine, wir leben schon so vieles digital aus, ob das Freundschaften sind, Sex ist jetzt auch möglich, Freizeitgestaltung, nicht Urlaubsgestaltung, das geht vielleicht noch nicht so gut. Unterhaltung und sowas, klar, wozu brauchen wir dann eigentlich noch so einen kranken Körper? Also das heißt nicht nur für die Billionäre, sondern eigentlich für jeden von uns ist diese Transformation hin in Lichtpunkte vielleicht wirklich eine verführerische irgendwann. Und gleichzeitig wiederum der Kontrast im Hörspiel eben, man tut zumindest im Hörspiel dann alles, damit die Haare sprießen. Stimmt. So, den Kontrast gibt es ja dann trotzdem, der ist ja doch da. Mega organisch einfach den Körper optimieren, wie es nur geht. Ja, und was mir auch noch gefallen hat, weil sich das auf dem Papier, was ich ja bis zur Inszenierung nur kannte, nicht übertragen hat, der Mark Ginsler, der Regisseur, hat dem Hologramm immer so Aussetzer gegeben. Und das, klar, weil es erstmal schwer ist, wie stellst du diese Lichtgestalt jetzt dar, wieder eigentlich was stark Visuelles. Diese Aussätze machen das sehr deutlich neben so einem technischen Filter auf der Stimme. Aber das macht auch das ganze Gefüge sehr zerbrechlich. Und dafür, dass auf Toni so viel lastet, nämlich eigentlich zu dem Zeitpunkt noch das ganze Wohl und Wehe nicht nur des Unternehmens, sondern auch der Schweizer Wirtschaft,
ist das so zerbrechlich. Also ich meine, du denkst ja nicht, wenn ich jetzt dich anschaue, denke ich ja nicht darüber nach, ob dein Herz gerade einen Stolperer macht oder sowas. Aber wenn das Hologramm diese Aussätze hat, denke ich, oh Gott, ich verliere den gleich wieder. Also weißt du? Ja, oder ich drücke halt auf Restart und dann kommt es wieder von vorne. Ja, okay, es ist Nein, das ist so spannend. Kann man es jetzt verschieden, kann wirklich sehr verschieden sehen. Ja, das stimmt. Diese Verknüpfung von Unternehmen mit Personen fand ich eben auch toll. Weil das ist ja was, ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, wie viele Unternehmen sind zusammengebrochen, nachdem der CEO gestorben ist. Ehrlich gesagt, die großen Beispiele wie jetzt Apple oder Disney legen das Gegenteil nahe, also weil die Gründungsmythen so institutionalisiert wurden. Coco Chanel hat wohl einen großen Einbruch gehabt, nachdem die Modeschöpferin gestorben ist und galt halt ein paar Jahre lang so als altbackene Mode, die sich irgendwie nur noch schwer verkaufte, bis Karl Lagerfeld kam. Aber das schaffen dann halt auch Unternehmen oder es ist dann doch schon so systemimmanent, dass sie das weitertragen können. Vielleicht hätte es auch Severin geschafft. Obwohl er wirkt schon sehr blass neben diesem swingenden, singenden Toni. Ja, aber es gibt aber auch genügend Unternehmen, die da trotzdem funktionieren. Ich meine, jetzt bei Apple, Steve Jobs ist ja nicht mehr da. Eben, sage ich ja. Aber auch der bisschen eher blassere Tim Cook heißt er, ne? Genau. Also es funktioniert jetzt auch, oder? Also die Umsätze sind seit Steve Jobs Tod gestiegen, was nicht mit seinem Tod zu tun hat. Aber also man wirft dann man sagt ja dann manchmal eben, seitdem ist Apple ein bisschen langweilig geworden, aber laufen tut's ja gut. Wie Bolle, ja. Mich erinnert Toni immer so ein bisschen an Seitenbacher. Kennst du die Werbung Seitenbacher Müsli? Seitenbacher, präsentiert von Seitenbacher. Das kommt oft bei Nordzeit auf dem NDR. Das ist auch in der Schweiz recht beliebt ist. Das, kennt wirklich einige Schweizerinnen und Schweizer, die gerne, das sind so Reportagen aus Land und Leute von der Nordseeküste, so. Das ist, glaube ich, eine Landschaft, die hier vielen gefällt. Das wird immer präsentiert von Seitenbacher. Das macht eben der Willi Pfannenschwanz, der Begründer von Seitenbacher, macht es selber und hat es mit dieser Werbung, die er selber spricht, mit diesem schwäbischen Dialekt und so recht simpel produziert, aber das ist mega der Unique Selling Point, das ist so wiedererkennbar. Und Toni, ich meine, der singt ja nun auch nicht gut, das war auch die Ansage an den Komponisten Lukas Fretz, da Musik zu machen, die jetzt nicht davon lebt, dass das die super tollen analogen Instrumente sind und mega tolle Musiker und Musikerinnen, sondern so ein bisschen Plastik, KI und er singt ja auch so Oldies. Aber dass es trotzdem nach außen eine Wirkung haben kann, erinnert mich eben immer an Seitenbacher und glaubt das sofort. Und auch darf ich noch einen Kinderverweis machen? Aber die sagen letztens im Baden, fingen meine 13- und 10-jährigen Kinder an zu singen, oh Sugar, Sugar, oh Honey, Honey. Und ich war am Arbeiten, ich stieg damit ein und dann sagten die, wie Mama, du kennst das? Ich so, wieso kennt ihr das? Ja, das trendet gerade voll. Krass, ich meine, das ist ein Lied aus den 60ern. Also selbst du bist ja nicht mit dem Lied aufgewachsen. Nee. Ich darf fragen, woher kennst du? Ich bin jetzt mit Radio aufgewachsen. Ja, das stimmt, ja. Weil, wie klingt Musik in der Zukunft? Da nehme ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen als Argument, um dieser Frage elegant zu entgehen, weil wir das ja in allen Radiotatorten, ist es immer ein Rückbezug auf die Vergangenheit, was auch immer wieder in Feedbackrunden thematisiert wird. Nicht jetzt so stark kritisiert, aber warum gibt es keine Musik aus der Zukunft? Ja. Ist halt schwierig. Es ist wirklich schwierig und es ist ganz schwer, das dann auch zu produzieren. Also das könnte man jetzt ein eigenes Forschungsfeld rausgeben. Also ich glaube, darin ist wahrscheinlich der Radiotatort auch Ausdruck der Zeiten, der produziert wird, würde ich jetzt mal sagen, weil ich finde, jetzt ist ja doch sowohl in der Musik als auch, also ich finde jetzt auch Fernsehen, Hollywood ist ja ganz viel alte Dinge immer wieder neu beleben, neu erfüllen. Also wie viele Sachen sind einfach Remakes oder einfach Spin-offs oder Reboots, wo man einen Charakter nimmt aus einer Serie und dann wieder nach vorne holt. Und da quasi Nostalgie bedient der Leute, die damals dabei waren, oder dann halt die Kinder oder die jungen Menschen von heute, die denken, das sei gerade komplett neu. Ja. Also das finde ich wirklich sehr, sehr stark in unserer Zeit, dieses Recyceln. Und mich freut das noch, tatsächlich. Ich finde, das schließt für mich die Kreissymbolik. Und wenn meine Tochter Annie Lennox singen kann, ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ja. Aber es ist natürlich die Musik auch Ausdruck des Autors, weil der hat diese Songs, die haben ja zum Teil auch einfach alle was mit Haaren zu tun.
und sind natürlich aus seiner Biografie gespeist. Mhm. Man hätte jetzt auch Bad Bunny, also man hätte ja sagen können, man nimmt Musik, die jetzt gerade angesagt ist und verkauft. Aber nö, haben wir nicht gemacht. Jetzt haben wir gerade so über Remakes gesprochen und Spin-offs und so weiter. Der Tatort ist jetzt hier natürlich die Episode nichts ein Remake oder Spin-off, aber ich finde, was es ja doch ist wie so ein, ich glaube im Englischen würde man sagen Soft Reboot, finde ich, oder? Also in den ersten 4 Folgen war man ja doch immer sehr bei Shiki, der KI, die immer bedrohlicher wurde. Und das ist jetzt ja ein bisschen in den Hintergrund getreten und eigentlich mehr ein bisschen episodenhafter. Die 2 müssen halt einfach einen Fall lösen, der in der Zukunft spielt und weniger jetzt der große Bogen, der jetzt weiterzählt wird. Das ist jetzt, finde ich, in der Folge mal auf Pause gesetzt. Ist nicht weg, aber jetzt mal kurz Pause. Ja, und vor allen Dingen, die beiden waren ja ganz antagonistisch unterwegs und jetzt ermitteln sie Seite an Seite und haben auch eine Dynamik untereinander, finde ich, die an ihre nur mal angesprochene Vergangenheit, wie sie möglicherweise mal ein Paar waren, so anknüpft. Ja, Wolfram, wir könnten jetzt Team Susanne, Team Wolfram aufmachen, weil was du jetzt so ganz elegant eingeflochten hast, hat ja eigentlich bei uns zu Christmas Gate geführt. Magst du dich erinnern? Ja, einfach ein bisschen zu intensiveren Diskussionen. Ich glaube, dass ihr habt jetzt ja, denke ich, ja die ersten 4 Radiotatorte von uns schon gehört da draußen. Ich glaube, da wo es immer so ein gewisses Diskussionspotenzial bei uns gab in der Redaktion, war, dass ja Dominik Bernett einfach wahnsinnig viel zu erzählen hat. Also ja, selbst in dem Hörspiel an Ideen wird es ihm, glaube ich, nie fehlen, wirklich. Ist durchaus auch eine komplexe Erzählweise hat, auch von der Hörerschaft was fordert. Damit schließe ich mich mit ein. Ich meine nicht einfach die Leute da draußen, sondern auch ich. Da gab es halt schon viel Diskussionen, die wir hatten. Und eins, wo es dann schlussendlich jetzt auch diesen Shift gab, war ja schon noch die Frage, dass der Dominik nicht nur immer Einzelfälle erzählt hat, die in einer ganz anderen Welt spielen in der Zukunft, sondern wirklich diesen großen Bogen hatte von Folge zu Folge und gleichzeitig ja zwischen jeder Tat-Episode meistens ein Jahr lag. Und das irgendwie schon auch so ein Ding war, hey, schaffen wir das? Ist das sinnvoll, sowas weiter zu erzählen, eigentlich ein serielles zu erzählen? Wenn man sagen würde, wir machen jetzt 5 Episoden und da kommt jeden Tag eine raus, eine Staffel, können wir quasi eine Staffel über 5, 6 Jahre ziehen. Das ist eine sinnvolle Erzählweise, wenn nur plus eine Folge pro Mal rauskommt. Und das, was wir jetzt schlussendlich ein Stück weit gemacht haben, ist gesagt haben, ja, Staffel machen wir jetzt mal für den Moment zur Seite. Jetzt machen wir Fall der Woche. Monster of the Week wäre es bei Scooby-Doo oder bei Star Trek. Ja, genau. Also wenn ich sage Christmas Gate, nur um das ganz kurz zu erklären, also die Hauptdramaturgie wirklich von der Entwicklung und in der Begleitung vom ersten Story-Entwicklungsblatt mit Dominik haben Marc und ich meistens zusammen gemacht und du bist zu einem Punkt dazu gekommen, wo du das quasi als Erstleser meine fertige Fassung liest und dann den Finger legst auf Wunden, Sachen, die sich gar nicht erklären und aber genau solche Sachen dann auch angemahnt hast, wo du sagst, eben serielles Erzählen über ein Jahr, das ist hochkomplex und eigentlich der Abstand zu groß. Und auch was Einstiege anging und überhaupt Komplexität der Welt, weil wir haben nicht nur die Krimi-Geschichte, sondern immer noch diese Near-Future-Welt, in die Dominik dann auch ständig was Neues reinbringt. Und ich mich gerne auf den Punkt zurückziehe, dass ich gerade in einer Reihe wie dem Radiotatort, der einfach zu den großen Krimi-Reihen gehört, und es sind überhaupt nicht alle nach Schema F, aber ich meine, wir können die Grundformel vom Radiotatort, haben wir auch schon oft gemacht, zitieren. Das heißt, alle sind doch ein bisschen ähnlich aufgebaut. Wir sind schon als SRF damit ausgebrochen, in all den Jahren, die wir mitmachen mit der Mayringer Trilogie, genauso wie mit Dominik Bernett, Alles wird besser Reihe, dachte ich immer, dass das gerade der Platz ist, wo man noch anderes Erzählen im Hörspiel deutlich machen kann. Und ich orientiere mich sehr an meinem Konsumverhalten vom Videostreaming, wo ich auch finde, dass serielles Erzählen in den letzten Jahren so wild geworden ist und so vieles zulässt und komplexeste Geschichten in eine zweite Staffel schickt mit 2,5 Jahre Pause dazwischen.
Ja, doch, Severance Ja, klar, zum ja, Beispiel. Klar, 2,5 Jahre Pause, aber die einzelnen Folgen, die Staffel kriegst du ja nicht dann eine Folge pro Jahr. Das wäre, also, in der Staffel 1 kriege ich nicht eine Folge 2024, Folge 2 in 2025. Ich glaube, das stimmt, aber trotzdem sind die Welten, die erzählt werden, die Komplexität, in der das spielt, das wird oft nicht nochmal ganz aufgeblättert. Das wird nicht nochmal alles erzählt. Und du sagst gerne, dass man die komplizierten Sachen einfach transportieren soll. Mhm. Und in mir schlägt dann halt oft der Wunsch danach, so eine Autorenhandschrift Rechnung zu tragen, die ich vielleicht gerade bewundere und immer aus der Perspektive des Vielhörers heraus, die ich nun mal habe, die ich dann aber eigentlich verwirklicht sehen will. Egal, wo sie anstößt und wo sie wenig Hörer rausschmeißt. Also wo ich eigentlich in Kauf nehme, dass Leute verloren gehen. Weil sie sagen, nö, komm nicht mehr raus. Und dann auch eine Wut vielleicht darauf entwickeln, weil das Hörerlebnis sich nicht eingelöst hat. Und ich glaube aber, man kommt oft an den Punkt, dass man dieses Hörerlebnis total genießen kann. Hey, ich glaube, also das sind halt so Diskussionen, ne? Also, ich würde auch sagen, ich bin da gar nicht mal nur sozusagen Anwalt der Hörerschaft. Ich meine, es ist natürlich auch eine Position, ich finde, die muss man einnehmen und gleichzeitig ist natürlich auch eine Imagination. Also wir haben Zahlen, wir haben Rückmeldungen, aber es ist auch eine gewisse Imagination, sich zu überlegen, was ist denn die Hörerschaft? Ich finde halt auch gleichzeitig, das war selbst, was ich vorhin zu den Kalauern gesagt habe, selbst wenn ich da vielleicht eine andere Herangehensweise habe als du, würde ich sagen, ich bin dann auch Anwalt des Autors und des Texts. Vielleicht, wenn es dann manchmal selbst gegen die Intuition des Autoren ist. Weil ich dann eigentlich auch schade finde, wenn da so viele tolle Sachen drin stecken. Wenn sie es einfach nicht vermittelt, dann finde ich es auch schade für den Text und für den Autoren. Selbst wenn der Autor das jetzt als im ersten Ding mal anders sehen würde. Und das tut mir dann manchmal dann eben auch leid um all das, was da drin steckt. Und wenn man es einfach nicht mitbekommt, finde ich dann, dann würde ich sagen, dann macht mir halt lieber die Hälfte davon oder 2/3 oder 90%, aber dafür können die Sachen dann wirklich wirken und haben die Chance anzukommen. So. Ja, es ist halt, ich meine, wir sind dazu aufgerufen, das steht, glaube ich, sogar in unseren Unternehmensstatuten, Mut und Innovation. Und ich habe das Gefühl, das kann eben eigentlich meistens nur ein Einfluss von außen sein, weil wir im Tagesgeschäft auch, das sind entweder Hörerlebnisse, die wir von woanders haben, oder es sind Autoren und Autorinnen oder KünstlerInnen, Musiker, die sowas an uns herantragen. Und ich finde das dann nicht einfach, genau das herauszufiltern. Wo gehe ich quasi mit meiner routinierten Brille ran und sage, geht nicht, kompliziert oder verstehe ich noch nicht. Und wo sage ich, doch, das ist gerade ein Reiz, der auch nochmal eine andere Energie vielleicht bei den HörerInnen freisetzen kann, weil es gerade diese Komprimierung hat. Ich habe das dir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, mich ärgert das, dass ich die Dominic Bernett-Reihe nie als außenstehende Hörspielhörerin hören konnte, weil ich nie überprüfen kann, was es mit mir macht, wenn ich nicht die ganze Entwicklung und die ganzen Gespräche, die wir auch mit Dominik führen, weil da gebe ich dir schon recht, da steckt, oft sieht man nur die Spitze des Eisberges und es steckt ganz viel darunter, was ich mir vom reinen Papier auch nicht so erschlossen hätte. Ich finde mit der routinierten Arbeit da bin ich nicht so einverstanden. Ich finde, das klingt jetzt schon so, da bin ich wirklich nicht einverstanden. Das klingt für mich so wie da hocken halt die Leute, die einfach ihr Schema F drauflegen wollen. Und ich finde, so arbeiten wir nicht. Also das, da finde ich wirklich nicht, und das ist auch nicht, verstehe ich nicht, streich durch, fertig, so arbeite ich auch nicht. Ich finde, da würde ich schon sagen, da stellen wir uns schon in Dienste des Textes. Und ich glaube, da gibt es dann halt verschiedene Maßstäbe, was das heißt, aber das schwieriges Bild. Nein, musst du gar nicht so stark, habe ich es gar nicht gemeint. Ich meine, die ganze Diskussion, die wir darüber führen, jetzt auch wieder ein bisschen, beweist ja schon, dass es eben nicht geht, dass einer mit dem Rotstift kommt. Ja. Und ich meine das auch, du hast gesagt, du bist nicht nur Anwalt der Hörer, du bist es aber auch. Und du bist es auch in deiner Position und gleichzeitig bist du aber auch selber ein Autor. Das heißt, du hast nochmal ein anderes Verständnis von Texterschaffung und auch nochmal durch deine Theaterarbeit eine andere Routine. Ich glaube, das gibt dir auch nochmal eine andere Position, auf Texte zu schauen. Und das, also ich meine nicht, dass du eine Brille aufhast, gar nicht, ne? Aber zum Beispiel glaube ich, in der Überarbeitung von Texten hast du eine größere Freiheit, nimmst du dir. Das ist mir weniger zimperlich, ja.
Danke. Ganz banal gesagt. Also jetzt flapsig gesagt, flapsig gesagt, wäre ich jetzt weniger zimselig oder habe weniger Hemmung und vielleicht auch zu wenig Hemmung, kann man auch sagen. Ich glaube, ich verneige mich, wenn du jetzt schon so bei dir das Eingeständnis machst, ich glaube, ich verneige mich hingegen ganz schnell vor Ideen, auf die ich selber, die für mich Neuland sind. Ja. Und möchte die dann unangetastet stehen lassen oder weiterverfolgen. Ja. Ja, hey, sagt ihr doch, ob dieser Reboot Luzi Laura und alles wird besser, Tatorte für euch funktioniert. Weil wirklich spannend, ja, genau. Ja. Merkt jetzt, habt ihr überhaupt den Unterschied gemerkt in den ersten 4 Fällen? Das kann ja auch sein. Das ist ja manchmal so, manchmal führt man dann Diskussionen im totalen Detail und von außen merkt man keinen Unterschied. Das gibt's ja manchmal auch. Auch bei Musik kennt man das ja, wo sie dann finden, sie haben sich gerade neu erfunden und denkt so, ja, es klingt halt wie immer. Ist ja auch nicht schlimm. So. Oder ob ihr jetzt findet, ja, wir merken es aber. Ja, ich will die alte Welt zurück. Ich will endlich wissen, was mit Shiki passiert. Oder nein, cool, ich gehe jetzt gern mit den beiden. Oder Freinau fehlt mir, mit Emil und den ganzen Kauzen dort. Ja. Oder cool, nein, ich gehe gern mit den beiden mit und möchte schauen, wo die noch hingeschickt werden in der Schweiz. Ihr müsst nur ein Jahr warten. Ja, was heißt ja Zeit, um noch Inputs einzunehmen, ist ja das Gute. Ihr findet auch im Feed alle Radiotatorte nochmal. Hört sie doch mal, das habe ich auch noch nicht gemacht. Alle 5 am Stück. Vielleicht ergibt sich dann nochmal was ganz anderes. Aber nicht, dass ihr abdriftet. Das finde ich eine wunderbare Empfehlung für die heißen Sommertage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gerne. Mit einem Krimi. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.